Joel. Kelly? Wie lang war der beste Sex? Das ist ein gut froh, weil du musst dich mal überlegen, was dann der beste Sex wäre. Aber wenn ich probiere mich daran zu erinnern, dann gebe ich so, dass so die Sexen und die Erfahrungen, die am besten wären, dass die immer relativ lang gedauert haben. Also ich gebe so ein 2 Stunden plus. Mhm. Aber bei dir? Ja, ich fand doch extrem schwer zu sagen, was der beste Sex ist, weil in ja zu unterschiedlichen Momenten quasi unterschiedliche Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen und so eine sexuelle Situation oder Interaktion hat. Dafür war vielleicht so der beste Sex für den Moment und zu den Sachen, die ich wollte. Aber ich denke, dass das meistens Momente waren, die auf jeden Fall so über 1 Stunde gedauert haben. Also schon viel gut Erinnerungen und Sex, den so zum Beispiel eine ganze Morgen, eine ganze Nachmittag oder einen ganzen Tag gedauert hat, einfach weil Zeit rundherum so ein bisschen mehr cozy war, an den sich konnte so viel Zeit für ihn holen. Also nicht nur Sex und sich leidet, mir auch so in den Sachen, die rundherum sind. Dat hei ass méiwéi Sex. Wir schwätzen als Mittwoch über ein anderes Thema zur Sexualität. Vun wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezeungen bis hin zu Sexpraktiken. Méi wie Sex. Der Podcast für all Mensch mit einem Körper. Ja, willkommen bei einer neuen Episode von Maybe Sex. Wir schwätzen heute wieder wahrscheinlich schon gedichtet über die Dauer vom Sex, also wie lange man Sex hat. Eine Frage, die manchmal immer viel Leute beschäftigt. Mhm. Und wenn wir dann immer ganz meta und die Frage rugehen, fragen wir uns natürlich als echt, ist das die Wahrheit wichtig? Ich habe mich da tatsächlich auch gefreut, wo du vorgeschlagen hast, dass das ein Thema wäre, wer das Lust hast zu schwätzen. Und da war ich so, aha, okay, kann ich darüber 1,5 Stunde schwätzen? Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen zu brainstormen, was mir alles dazu auffällt. Und da war ich so, oh mein Gott, das ist so ein spannendes Thema. Weil ich denke, für allem so an der Öffentlichkeit über die Dauer vom Sex geschwätzt wird, so ein Bezug mit Qualität. Also, dass wie lang Sex dauert, vielleicht etwas mit Qualität vom Sex zu tun hat oder so. Und ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Ich mir auch nicht. Und ich meine, wenn es stimmt, dann nicht aus den Gründen, und die normalerweise gibt denken oder die man so an der Popkultur oder an der Gesellschaft so als Mythen, die so rundherum schwirren. Und ich meine, dass da aber viel so falsch Ideen rundherum schwirren. Und ich meine, dass das auch für allem aus der Pornoindustrie könnt, wo Porno ja oft einen gewissen Länge tun, an wo ihn Leute gesagt, die performen bis zum Ende. Und super lang können allmählich schon bald athletisch Sachen durchführen, wo ihn dann nicht das Gefühl hat, gebe irgendwie Spitzensportler und Spitzensportlerinnen nur gucken, wie da die Leute beim Sex nur guckt. Und ich meine, dass es auch einen großen Mythos gibt, den ein bisschen so als an heterosexuelle Koppeln musste man lang können und er muss eine Erektion lang halten können, weil sonst kann eine Frau nicht befriedigen. Und ich meine, dass, obwohl ich gebe so, dass ich fand, dass längere Sex generell besser ist, meine ich, dass das gut nicht und den Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, leid, ob der Sex so besser ist oder nicht. Also den Mythos, um den du spielst, ist quasi, dass langen penetrative Sex an lang Ausdauer ist gleich gutes Sex, oder? Genau. Ja, ich meine, das stimmt doch nicht, weil, also, ich meine, für die Frau zu klären, und das mit Qualität zu sehen, muss man vielleicht auch drüber schwatzen, was ist kurz oder was ist lang und wie lang dauert das. Aber für was zu holen, Statistiken sagen, dass den Teil von penetrative Sex an Heterokoppeln, weil es gibt, also schon immer Statistiken zu Heterokoppeln fand, den dauert 4 bis 5 Minuten. Aber ich ging ja mal behaupten, dass die meiste Sex, außer dass eine ganz kurze Quickie, mehr lang wie 4 bis 5 Minuten dauert. So. Also ich fand das schon ein von den Hauptbeweisen sozusagen, für was das nicht kann funktionieren. Also ich habe nach eine andere Studie von aus Kanada, da haben sie heterosexuelle Koppeln gefragt, wie lange, jetzt 4 Spiel haben sie das genannt, an ihren Intercourse, also penetrative Sex, und da wird der Durchschnitt zu 7 Minuten. Aber
Also ich meine, dass so innerhalb 10 Minuten kann ich so als Faustregel feststellen, dass das wahrscheinlich irgendwo die Statistik oder den Durchschnittswert ist. Wo ihr wahrscheinlich jeder von euch gibt, so, dass das immens kurz. Und an der Studie wäre es so, dass das, was sie als Vierspiel bezeichnet hat, das hat aber so eine 4 Stunden bis 20 Minuten gedauert. Von daher muss ich da wahrscheinlich ein immens differenzieren, was Leute dann Menge, wenn sie so ein lange Sex oder kurze Sex. Wo gibst du da so wie bei dir so die Grenze zwischen kurz und lang? Ich fand das gar nicht so einfach. Also schon für mich abgeschrieben, hey, kurz, also zwischen 5 und 30 Minuten. Lang, also ab einer halben Stunde bis zu den halben oder ganzen Tag. Und dann habe ich mich aber gefragt, okay, das heißt, dass die Zeitspanne zwischen lang und kurz, also mein Durchschnitt ist, was 30 bis 90 Minuten wir. Ich habe mich dann auch gefragt, okay, wenn ich quasi Sex bei 5 Minuten umsetzen, also kurze Sex dauert ab 5 Minuten, als dann alles innerhalb 5 Minuten kein Sex. Weißt du, kann ihr bei 2 Minuten Sex überhaupt Sex haben? Also, und ich meine, da sind wir bei der guten aller Frau, die wir in diesem Podcast so gefühlt allkeas haben, was ist Sex? Und ich fand, die Statistik, die du für genannt hast, weiß das ja schon, an dem sie das sogenannte Vierspiel an der Penetrationsdeel so von den trennen an, also wie man an dieser Patting-Folge festgestellt haben, Joel, ginge mir ja so in das Vierspiel oder Patting auf jeden Fall zum Sex dazugehört. Ganz genau. Das heißt, ja, wenn ich heavy fummelen, 3 Minuten lang, ist das da kurze Sex? Ich weiß es nicht. Das scheint in der Definition für Sex, dass das ja kein dir persönlich das kann falsch machen. Also wenn du an einer Person 3 Minuten rundherum fummelst und du das ist dann nur, das wäre coole Sex, dann ist das ja einfach so. Also du gibt ja keine wissenschaftliche Definition oder auch wenn du denkst, Kinder dir ja egal sind, weil du hast ja den Spaß. Oder eben auch nicht, weil es zu kurz wäre. Aber das ist ja trotzdem dann das, was du dafür definierst, was Sex ist. Aber ja, also ich fand es wichtig, für eben nicht die Andelung oder die strikte Andelung an penetrative Sex an ein Vierspiel oder Petting zu machen. Was ja auch bei gewissen Konstellationen, wo keine Penetration stattfindet, gar keinen Sinn mehr gibt. Das stimmt. Also dann hätte ja gewisse Leute nie Sex. Und das ist ja definitiv einfach nicht so. Ja, weil es du gesagt hast, eine wissenschaftlichen Definitionen. Also schon eine Studie von aus Australien. Und da definieren sie Sex als den Moment, wo der Penis an, Schwellen und Vagina angefordert wird, bis zu dem Moment, wo der Penis ejakuliert. Und da ist genau die muss die sie holen, von wie lang Sex dauert. Also haben so 500 Koppel gefragt aus den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, Spanien, der Türkei und den USA. Und da sind mega viele unterschiedliche Sachen rausgekommen, nämlich so zwischen 33 Sekunden bis ein paar Minuten. Auf hier darauf zurückzukommen, was du gesagt hast, ja, aber bon, weil das, wenn lo kein Penis mit am Spiel ist oder es gar keine Penetration gibt, kann dann Dauer für Sex nicht müssen. Und ich fand auch irgendwie krass, dass du einen Mann brauchst an der Konstellation als Norm für, also sie nennen das auch normal Männer, die normale Sex haben, für überhaupt das können zu müssen, auf wissenschaftliche Studien. Ich fand das irgendwie schon krass. Das ist immens peniszentriert, so Ja. als Idee. Ja, ich habe mich so gewundert. Und das war eine von den wenigen Studien, die ich zur Dauer vom Sex von tun. Und ich verstehe, dass du so quasi etwas mega gut Moosbares willst tun für so eine Art von Wissenschaftlichkeit. Und das lässt sich halt einfach gut mosen und den Körperfunktionen. Aber ich meine, wir sind mittlerweile mehr weit an unsere Forschungsmethoden. Aber bon, fort von den Statistiken hin zu dir, Joel. Ich freue mich zurück. War das da für dich kurzen oder lange Sex? Also ich meine, dass ich mal denke, Definition, da kann ich mich schon bald ein bisschen ausschließen. Also so irgendetwas zwischen 5 Minuten und einer halben Stunde, hat Jolo gesagt, kurz. Und dann lang, ja, ab einer Stunde, ab vielleicht schon ein bisschen mehr lang. Also vielleicht gibt es so ab 90 Minuten wird dann wirklich lang. Und dazwischen, das ist irgendwo eine normale Dauer oder ein gemäßig Dauer, wobei auch so muss der den nicht immer so mit der Stoppauer neben dran sitzt. Also ich weiß von einer Kehr, wo ich effektiv
abgeholt haben und dadurch eben einfach beziffern kann, weil du dann natürlich eine Zahl dabei stehst. Cool. Das wäre eine Dreiviertelstunde und ich meine, dass man effektiv relativ wie eine normale Dauer 4 kommen. Also wo schon nicht gesagt hat, das wäre furchtbar lang gewesen, mir auch nur nicht furchtbar kurz. An der Schmengen spielt einfach, du hast halt schon ein bisschen ungedeiht, was du gesagt hast, von den Zeit hört für die ganze Moyens oder die ganze Mitte Sektion. Das spielt ja auch immer mal dran, da den nicht immer ewig Zeit hört. Also sie wird der den, wenn den Ofen Sex hört, der den dann irgendwann muss schlafen gehen, weil in den nächsten Jahren irgendetwas muss machen. Aber vielleicht nicht will die ganz nicht durchmachen, obwohl er Lust hat, das zu machen. Heinz du den noch Sex machen am der muss den du nur noch irgendwelche Verpflichtungen oder muss er nach Ackerfe gehen oder sonst irgendwelche Sachen, die ihn noch so machen außerhalb vom Sex. Und das spielt ja auch alles immer matt an. Also ich hatte auch Situationen, wo Leute irgendwie müssen ihre letzten zu oder so kriegen, wo ihn dann sich schon selber in einen Timer stellt, so okay, dann spätestens sollte man abhalten, weil sonst kriege ich meinen Zug nicht mehr. Das ist da nervig, den Druck auch ein bisschen zu haben. Also da kann ich das selber nicht mehr so gestalten, wie lange in verschiedene Sachen ich machen. Und dann probiert ihr vielleicht auch sich zu fleißen, wenn ich das so kann sagen, was aber vielleicht nicht unbedingt immer die besten Lesung ist. Ja, das ging ich auch so gesehen, aber wusste für Druck gesagt hast, mit der Stopp auch neben Trusturm. Ich fand noch gar nicht so einfach, dadurch, dass was Sex heesch oder as fließend ist, zu definieren, wie nicht anfängt oder wie nicht abhält. Weil, also heinst du möchtest oder zwischen deinem Pause, geht pissen, etwas, möchte irgendwie etwas anderes, wenn ihn irgendwie die ganzen Morgen oder Mitten man den Zeit verbringt. Mir auch sonst, dass wir nicht nehmen so, dass er sich denkt, lo habe ich mega Lust, und da fängt er mal knutschen, und da geht es los, und das weiß ich schon für drin oder so. Heinz, du sind sich ja selber gar nicht sicher, ob er Lust hat oder nicht, und dann fängt er mal knutschen, und guckt, was geschieht, und dann dauert das vielleicht ein bisschen, bis das sich dann so etwas entwickelt, und eins entwickelt sich an eine andere Richtung, das weiß ich auch für drin nicht so genau, und ab wie fängt sie dann zu erzählen. Also, ob so einen bestimmten Grad von Ökoturn sind, aber dann auf der Skala von Unturnung, ob, ich weiß nicht, über 5 von 10 ist, ab dann fängt das Sex nicht dabei. Ja, das fand ich auch gar nicht so einfach, da einen Anfangs- und Schlusspunkt zu machen. Ich wollte gerade so, den Schlusspunkt, das ist auch gar nicht so einfach. Also natürlich kann ich sagen, okay, das fertig, wenn jeder so viel Orgasmen hat, wie ihn gerne hat im Moment. Also erstens muss nicht für den Orgasmus haben, es kann auch sein, dass die überhaupt keinen Orgasmus hat. Dann ist es vielleicht noch mehr schwer zu wissen, wie ich das abhält oder wie ich das dann den Sex an Kuscheln, Fummeln, neben den Nähleien rüber geht. Also ja, die Übergänge sind immens fließend. Und das ist nicht so einfach, das zu definieren. Also außer dass irgendwie Wissenschaftler bei einer Uni und den ganz genau, ganz exakt an abschiedefalls wissenschaftliche Definition davon, was sagen sollst. Und ich fand, also wie du gesagt hast, den Anpunkt kann Heinz du schon mehr klar sehen, einfach weil du bei der Wecker gestaltet hast, weil du nur noch musst ob ein Rendezvous oder weil du Besuch kriegst oder weil du nach Museum fahren oder so. Aber wenn nicht so ist, dass du nur kein von außen gesagte Stoppzeit hat, weiß ich oft auch nicht, wie nicht Loriva ist, weil vielleicht geht die pissen und dann hat den Hunger und keine Lust mehr oder es geht nur noch weiter. Ich freue mich, wie viele in das vielleicht auch kann mit bestimmen, also wie nicht nehmen so körperliche Erregung vielleicht auch da eine wichtige Rolle spielt, mir immer mehr bewusst wird auch, dass ich das selber kann steuern. Und wenn ihr seht, okay, mir ist es nicht wichtig, heute einen Orgasmus zu haben, und da lässt ihr nicht einfach so ausfaden oder es kommuniziert den, hey, mir schmuselo, ich weiß nicht, seit einer halben Stunde oder so, und ich meine, ich hätte noch Lust, gerne zu probieren, weil ihr nach keinen Orgasmus hat, und dann geht ihn sich eigentlich drin, sozusagen. Also, ich fand das auch viel, weil du so von so Mythe geschwärzt hast, dass es doch viel so den Mythos von so Lust an Erregung gibt und das alles so ultra leidenschaftlich und ergötzig und so. Nee, Heinz, du sie nicht auch einfach so, ja, emotional oder rationale Entscheidungen von, darüber habe ich Lust, komm mal machen das, und das kann nicht so nicht nehmen bezogen auf körperlich Lust. Weißt du, was ich meine? Dass das so mehr vielschichtig ist, wie so die Idee von Sex Drive. Ja, also
das was du siehst man komm wir probieren nicht nach oder ich gebe ja aber nach einen Orgasmus hun dat kann ich auch steuern kann ich auch so einfach masturbieren noch von der Schnittweser bin masturbieren nennt von den Personen nie vorbei oder engem du bei hölft wat du dann dax aber den mir einfachen an fleischmisere wie es für zu einem Orgasmus zu kommen wann Zeit schon irgendwie weit fortgeschraubt ist an den Loger aber nach Gift kommen also du war einfach Kommunikation wichtig und noch Mattele von Wünsche von Bedürfnisse Ja, und ich fand nicht gar nicht so einfach, nur deine Sachen zu frohen. Also weder zu so und so, hey, ich will da will noch gern, auch wenn vielleicht als zwei persönlicher mitsehen, und das kann doch schon rüber sehen, nach zu so ein, okay, wir sind zwar noch gerade dabei, Sex zu hören, mir ich merke, ich verliere irgendwie die Lust, komm, wir machen mich spät weiter oder also okay für dich, wenn wir abhalten, so, weil es so gar nicht normalisiert, dass das auch irgendwie so explizit kommuniziert Wünsche oder Entscheidungen sind. Also ich fand das schon ein bisschen scary, vor allem mit Leuten, mit denen das dann nicht geübt wird, sozusagen, da so die erste Kehr zu probieren. ja das stimmt es ist nie einfach so zu kommunizieren aber dann sich über so vermeintlich natürlich Regeln weil das wirkt ja oft so dass das irgendwie so etwas solo natürlich als mir irgendwie etwas biologisches an der Schule so Lust bis dem Moment und dann nimi und dann muss du rüber sehen oder muss bis du gehen dass die Regeln dass die ja wirklich nicht bestehen und dass die einfach kann abbrechen das ist nicht so easy zu verstehen und das ist dann nämlich schwer für Leute das beizubringen. Ich ging dann gerne ob froh von am Anfang zurückkommen können mal vielleicht besser darüber schwatzen oder feststellen wie die Dauer vom Sex etwas mit der entre guillemets Qualität vom Sex zu tun hat, Joel. Also vielleicht sind wir ein bisschen mich schlau gehen. Also meine Konklusion so als Zwischenstand wir dass Dauer vom Sex schon etwas mit der Qualität zu tun und man es für mich persönlich dass da aber so viele Faktoren geben die das beeinflussen dass die Stelle aber nicht zwingend so umsetzen kann also es gibt keine irgendwie so Umrechnungsformel ab so viele Minuten also gute Sex oder muss man es so lange dauern für das gut ist. Das gebe ich noch gar nicht so. Also der Faktor, sich Zeit können holen und noch Zeit haben, den ist meine schon für mich ziemlich wichtig. Und ich meine noch, dass das gut ist, wenn den nicht allzu viel Stress hat. Andererseits, dann argumentieren ich schon mal direkt nach der Gegend, hatte ich aber auch schon Situationen, wo dann bloß begrenzt Zeit wäre und das den Fett lang aber auch schon ein bisschen Lust gewinnen, Matze spricht hat. Oder ihn dann eben, ja, so Momente hat, wo dann beide Personen immens leidenschaftlich wären und das irgendwie sehr hat mich gehen, weil auch Schiedfried dann irgendwie super erregt wäre, super bockig wäre und ihn einfach quasi über den hier gefallen ist in der Gimmähen. Das, also bei mir abschied was das nicht regelt, dass ich da, dass es mir lang dauert und ich dadurch genießen kann, wann ich weiß, okay, Schule nicht unbedingt ein groß Deadline, die nach am Hannerkopf schwirft, und auf die ich muss aufpassen. Wie ist das dann für dich, Kelly, was du bisschen mich schlau gehen, was das Verhältnis von Dauer und Qualität angeht? Ja, also ich meine, meine Antwort verlebt in eine ähnliche Richtung wie Ding, weil ich kann für allem auch so, dass, also so, wenn ihr nicht 10 Minuten Zeit hat, und dann muss es sehr gehen, aber beide Personen haben mega Lust, also sind ultra befriedigend Quickies. Ich hatte aber auch schon Sex, darüber können wir vielleicht mich spät schwätzen, wo ich so war, boah, das hat aber locker hinter mir lang dauern, irgendwie, also unbefriedigend, so. Was bei 5 Minuten kann sehen, was aber auch bei 45 Minuten kann sehen, was nicht unbedingt etwas mit der Dauer zu tun hat, mit tendenziell halt einfach könnten mir lang dauern, egal wie viele Minuten es lang war, so. Weil noch nicht alles das passiert, das was ich mir gewünscht hat. Und du weißt, ja, da ist eine Tendenz da, aber auch durch das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, nämlich der Kontext, den irgendwie entspannend ist, dass wenn ihr Zeit für Sex hat, also Sex mir lang dauert, es dann nice ist. Aber ich denke, dass für mich gute Sex ist, wenn ich das Gefühl habe, okay, es macht mir Spaß, es macht mir schön, es macht der andere Person Spaß, es macht die andere Person und ich spüre irgendwie eine Verbindung zwischen mir und der anderen Person, aber auch mit mir selber. Und für das genug Raum da ist, für dass ich die Verbindung mit der anderen Person und mit mir spüren kann, hilft es heinz da, wenn ich keinen Druck habe, von wegen, okay, an einer Dreiviertelstunde
zack, zack, bum, bum, muss man schlafen gehen, weil morgen lange da und am Anfang sind wir schon mit. So. Also ich fand nicht da auch ein wichtiger Aspekt, dass ich halt muss gucken, dass andere Bedürfnisse auch erfüllt sind. Nämlich, dass ich nicht hungrig ist, dass ich nicht duschig ist, dass ich nicht ultra krass mit ist. Wenn es einen ultra nervischen Muskelkater hast, ist das vielleicht auch so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Also so, es gehen einfach ultra viele Bedürfnisse, die du mal dran spielen, die machen, dass es eine mehr oder minder gute Erfahrung hast. Für mich stellst du auch immer die Frage, was das dann überhaupt Ziel vom Sex? Also das Ziel, dass jeder, der bedeutet, dass er einen Orgasmus hat, das Ziel, dass wir zusammen eine gute Zeit tun oder das Ziel, dass wir uns da nur irgendwie befriedigt fühlen. Und dann stellt sich natürlich noch die Frage, wie können den zu den Zielen? Weil wenn ihr davon ausgeht, dass den just mit Penis an Vagina penetrative Sex als jeder beteiligt und den Orgasmus muss kriegen, dann muss der Sex vielleicht lang dauern oder auch nicht. Das hängt auch immer ganz persönlich von den Leuten ab, wie ihre Körper funktioniert. Für mich ist es vielleicht echt, dass ich, wenn ich dann noch unzufrieden ist mit der Dauer, und gibt auch nicht irgendwie externe Faktoren, wo ich genau weiß, okay, das hat eben schon so lange gedauert, weil das dann das wäre, dann muss ich sich vielleicht echt die Frage stellen, was das so Ziel gewesen davon an wie definieren ich Qualität. Ja, und ich denke, die Sache mit dem Ziel ist auch mehr vielschichtig, wie ihr vielleicht meint, weil ich merke schon, dass es einerseits zu innerlichen Zielen gehen, also quasi so Sachen, die ihn selber über Sex denkt, dass sie wahr sind. Und zum Beispiel als mein Generalziel nicht einen Orgasmus beim Sex zu haben, weil ich denke, dass Qualität vom Sex, ein guter Sex, nicht aufhängig davon ist, ob ich einen Orgasmus hat oder nicht. Natürlich ist das so Generalziel, aber Ziel an einer sexuellen Situation selber für mich kann schon sein, einen Orgasmus zu haben. Oder so Ziele, die meistens dabei sind, und Ziele, die nicht mehr du dabei sind. Zum Beispiel meistens ist für mich ein Ziel, wenn ich Sex habe, zumindest ein Teil von der Haut von der anderen Person zu spüren, also plakisch zu sehen. So, also zumindest beim Oberkörper plakisch zu sehen, also wenn sich die echte Kehr so die plakisch Oberkörperin oder Körper berühren, fand ich ein mega schöner Moment, eine mega schöne Erfahrung. Und da das zum Beispiel oft ein Ziel, weil ich beim Sex habe, dass das geschieht, weil ich das einfach mega schön fand. Mir wie gesagt, wenn du dann eine Quickie hast, wo du süß sehr Box raufziehst und in der Box rüber schiebst, so, das kann genauso schön sein und dann an dem Moment Ziel sein. Was vielleicht man oft ein Ziel ist, aber was ich genauso unschön fand, heinst du auch Sachen unzulassen oder so. Und die auch Praktiken, die einfach ein bisschen wie lange Zeit brauchen, aber wenn die will durchführen, dann muss ich sich dem einfach bewusst sein, dass du das nicht kann forcieren oder irgendwie hudeln und dann hanno den sich schwer oder das unangenehm oder das uncool und hört ihr nicht davon. Also ein Beispiel wie zum Beispiel Analsex, wo ich just Karoden mäßig durch auf 40 runter zu gehen, gerade wenn den anfängt, Erfahrungen zu sammeln, als das nicht, wo ihn sollt innerhalb von 5 Minuten Mengen ausprobieren. Also du gehört schon ein bisschen viel Arbeit dabei und vor allem viel Gleitmittel. Ja, und da fällt mir auch ab, was nach ihr Viertel ist, von, dass ihr länger Zeit hat für Sex zu haben, also so mal mindestens 1 Stunde, als dass ihr neue Sachen kann ausprobieren. Weil so das Standardprogramm, die funktioniert irgendwie immer. Also die Sachen, wo ihr weiß, okay, da das irgendwie neu ist und ich weiß, es gefällt mir oder der anderen Person, weil ihr nicht viel Zeit hat, dann geht den echt auf Nummer sicher, meine ich. Wie wenn ihr mehr Zeit hört, seht, okay, kann man probieren, etwas aus, kann man sie ein bisschen mehr kreativ. Und das ist auch etwas, was ich cool daran fand, wenn ihr ein bisschen mehr lange Zeit hört. Apropos Standardprogramm. Ich habe über Sex nur gedurcht, den zu kurz ist. Ich hatte das ja schon für drin kurz gemerkt. Oder wo ich das Gefühl noch hatte, dass es zu kurz war. Bei mir war es dann so, dass das Gefühl oft abgekommen ist, wenn ich das Gefühl habe, so, okay, das ist spät, wir sind alle schon mit, wir wollen aber nach Sex holen und dann spulen wir ein Programm auf. Also Knutschen, Fummeln, Ausdauern, Oralsex, irgendetwas unter Genitalien machen, eventuell Penetration, eventuell könnte eine Person zum Orgasmus und alles drüber. So. Und das kann halt so ultra nice sein, wenn man sich so kennt und immer so kann auf so ein Programm zurückgreifen. Wir wollen, dass immer rum geschieht und dass die einzige Art und Weise ist, wie Sex passiert, und die halb, dreiviertel Stunde immer selbst auflebt, da so wurscht Gefühl kriegen, okay, das ist irgendwie unbefriedigend. Und schon so ein Wunsch,
no mehr. Du hast froh, Joel, war das so für dich Sex, den zu kurz dauert? Oder Gründe, für was Sex kann zu kurz und unbefriedigend sein? Also das, was du beschrieben hast, das gebe ich definitiv unterschreiben. So Standardprogramm und dann nicht viel Zeit haben oder das Gefühl haben, das müssen wir irgendwie sehr rüber sehen. Das ist jedenfalls ein Faktor, wo ich so, okay, dann finde ich mich irgendwie so unbefriedigt oder denken, okay, das hat noch hinter mir lang sehen. Dann hört es bei mir aber auch einzeln zu denen, dass ich bei Penetration Gefühl hat, zu sehr kommt zu sehen. Und dann Gefühl hat, so, okay, das ist so rüber, das ist so ganz schlimm. Das wäre final am Anfang meiner sexueller Karriere, als das mir oft vorkommt, bis du aber relativ sehr zum Glück von Leuten matt gekriegt haben, dass das nicht erstens dann muss sein und zweitens nicht schlimm aus oder nicht schlimm wäre für die Person. Mit dem Selbstbewusstsein, wenn du dich kriegst, also dann hast du auch schon lang dadurch mehr lang ausdauernd gewesen oder mehr ausdauernd gewesen und das hat sowieso schon mehr lang gedauert. Und irgendwann hast du noch auch Bewusstsein kommen, dass Sex eben nicht hauptsächlich Penetration ist und du sich das sowieso ein bisschen geändert. Aber ja, ich gebe so ein Gefühl, dass etwas zu kurz dauert, was sexuell ist, das tut oft mehr mit der Qualität zu dienen, wie tatsächlich mit der Dauer. Also ich meine, dass den noch, wie du siehst, eine 3-4 Stunden oder 1 Stunde kann Sex haben und einfach nur unbefriedigend fanden, weil irgendwie nicht immens viel spannende Sachen geschieht sind. Aber hast du da schon einen Sex, den du nur gedacht hast, oh, das haben wir viel zu viel lang? Ich meine nicht, wann dann echt am Anfang von meiner, wie es genannt ist, sexueller Karriere, weil ich nicht wusste, wie ich nur die Sachen froh soll, die ich gern hat, oder die Sachen initiieren, die ich gern hat. Und dann könnte es halt nicht dazu. Und dann habe ich mal gedacht, so, bon, okay. Aber ich denke, dass Dauer am Anfang echt möchte, dass dann trotzdem noch Sachen passieren, die ich gern hat. Heinz habe ich mich aber schon geirrt, weil ich mir gedacht habe, bon, und das wissen Sie, das ist so, da wusste eine live irgendwie. Die von denen 2,5 Stunden hatte ich auch noch keine 1 Stunde etwas kochen, Wasch machen, noch irgendetwas schaffen und etwas zu tun. Wisst ihr, das ist so traurig, weil dann irgendwie so To-Do-Listen Heinz du an lustvoll Sexualleben ergreifen und ich mir dann denke so, ich hatte aber Haut könnte mehr effizient sein an Mol Manner To-Dos erledigen, wenn ich Haut Manner lang Sex hat. Das ist sad but true. Da tun ich mir schon alt gedurcht, mehr ich will mich dann immer selber bei der Nuss. Und du? Ich schon dazu noch eine interessante Statistik, aber noch. Ich hatte einen gefunden, wo sie nämlich auch Frauen, die mit Frauen schlafen, und Männer, die mit Männern schlafen, befragt haben. Ein von den Ergebnissen wäre, dass Koppeln von 2 Frauen, dass die anscheinend Männer oft mit dem lang Sex hätten. Und danach habe ich schon ein bisschen denken, was du da eben gezählt hast, oder natürlich 2 Stunden gedauert, mir schon am Anfang 1 Stunde von der Kinder noch ein bisschen Haushalt machen. Da habe ich mir vorgestellt, ob in Heinz so, weil also so Relationen, das ja nie so ganz, ganz sicher, an Heinz du also Heinz und ich auch schon das Gefühl gehabt, okay, ich muss so profitieren, das muss so noch ein bisschen mehr lang dauern, weil ich weiß nicht, wie ich die Person die nächste gesehen, ich weiß nicht, wie lange wir dazwischen wird sind. Und ich frage mich, ob das vielleicht auch dann ein Unterschied ist von denen mir einer stabiler Relation ist oder vielleicht an einer mich schon längerfristiger bestehender Relation ist, der den dann vielleicht mich oft Sex hat und dafür mich kurz. Ich weiß nicht. Das sind manchmal auch Frauen, die in sich stellen kann, weil gerade die Geschichte mal Ausprobieren, das ist ja den E-Faktor, also wie lange dauert oder wie viel Zeit habe ich für Sachen ausprobieren. Und den anderen Faktor ist, wie oft haben wir 2 Chancen für uns zu treffen, und wir können Sachen ausprobieren. Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass Dauer vom Sex auch abhängig ist von der Dauer von der Relation oder von der Art und Weise von der Relation. Weil die Leute, zum Beispiel eine von meinen Ex-Freundinnen, mit dem ich noch Sex habe, das gesehen ich 2-mal am Jahr. Und da sehen wir es aber den ganzen Tag oder 2 oder 3 Tage im Stück. Und dann haben wir natürlich mehr lang Sex an den ganzen Tag, weil ein von uns 2 dann einfach gerade vakant wird, aber es können gegenseitig besitzen gehen, also wir wohnen nicht an den selben Stiert. Halt wie ich schon am Anfang gesagt habe, allein durch das Vakanze-Feeling oder dass er so Date-Zeit hat, die vielleicht 1 oder 2 Tage dauert, möchte natürlich, dass den Sex auch mehr lang dauert. Aber auch dadurch, dass wir schon relativ lang kennen und noch ein zusammen waren, als aber so gut kennen,
dass da auch Spaß mischt, sich so lange bei denen anzulassen, weil ich fand auch, dass zum Beispiel am Anfang, wenn man sich kennenlernt, so ein bisschen ambivalent ist, weil einerseits hast du so mega Lust, die Person kennenzulernen, Sachen auszuprobieren, als bist du mega curious und so, was natürlich möchte, dass du vielleicht auch mehr Lust drauf hast, mit der Person Sex zu haben. Weil also naja, Aufregung das gleichzeitig merke ich, dass die Aufregung für mich aber auch ultra anstrengend ist, weil es mit ultra viel so Unsicherheit verbunden ist. Das ist irgendwie emotional anstrengend. Weißt du, weil es so ein Rundtasten ist, für dich mal gucken, wer ist der Körper von der anderen Person, wie packt die andere Person mich und dann so, wie kann man lernen, mit denen zu kommunizieren und also eine nice Zeit zu machen. Und ich dann auch nicht so viel und so lang Sex im Stecker und dann noch mal eine Pause brauche, weil das einfach auch anstrengend ist, die ganzen Verhandlungen entre Gimme mit sich selber mit der anderen Person zu führen. Aber ja, ich meine, es gibt nicht eine Antwort mit gibt immer mehr Point de vue sozusagen auf eine bestimmte Situation. Ja, auf jeden Fall. Und das kann sich auch mit der Zeit ändern, an einer Relation, am Laufe einem Leben, wer den Leben hat oder wer den Problem mehr Lust hat. Und das kann auch sich von Situation zu Situation ändern. Also den kurzen und intensiven Quickie, den haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt, das kann auch immens flott sein. Und das kann auch immens hochqualitative Sex sein, aber eben nicht für jeden und nicht immer für jeden. Aber was mir so noch auffällt, wenn wir so über Quickie schwätzen, weil ich auch nice fand, als wenn du noch inzwischen nach ihm muss, es tut ja nicht viel Zeit und dann tönen sich gegenseitig so dass mega Lust hat, Sex mit denen zu haben. Fummelt ihr vielleicht auch ein bisschen, tut ihr vielleicht auch so ein bisschen Fummelsex und da muss ihn aber gehen und da bleibt die Tension bestehen und geht dann zum Beispiel, ich weiß nicht, Freunde besichern, bei der Oves ihr sind und dann hält sich die Tension sozusagen über den ganzen Abend und dann kann er so vielleicht nachher darauf zurückkommen. Also wenn er so lange Unterbrechungen hört oder wenn er durch die Unterbrechung Sache so verlängert, das ist auch nice. Es sind noch 2 Sachen. Erstens, du hast für drin erwähnt, dass Frauen, die mit Frauen Sex haben, Männer oft aber mehr lang mit den Sex haben. Effektiv, wo ich abgeschrieben habe in der Überschrift Sex, die lang dauert, steht so ganz innen, froh, is it a gay thing? Weil ich schon auch das Gefühl habe, dass den Sex, den ich mit weiblich sozialisierte Personen habe, tendenziell mehr lang dauert, weil es oft einfach nicht den Penis gibt, den wir für drin schon erwähnt haben, den als Norm von der Langt irgendwie so ein bisschen kulturell über allem steht. Also ich denke, dass nicht all Heterosex oder Sex, wo Penisse involviert sind, da man da abhält oder man da aufhängt, dass Penetration an Ejakulation stattfindet, mir einfach, dass das so ganz non-existent ist, man schmeckt, gibt schon so ein anderes Framing. Und da gibt es halt auch so im Internet so mega viel Memes, so Lesbian, Gay, Queer, Women Memes, wo das schon auch ein bisschen, weil schon als Stereotyp dargestellt wird, dass ihn halt so lange Sex hat. Und das aber was schon auch wahr, muss ich sagen. Also wenn du siehst, ist es the Gating, dann denke ich natürlich auch um Männer, die Sex mit Männern haben. Mein Bauchgefühl ist, dass den auch am Durchschnitt wahrscheinlich ein bisschen mehr lang ist. Also gerade innerhalb von der Gay-Community gibt es auch ein bisschen so die ganz krass hypermaskulinen Mythen, dass da doch immens lang dauern und dann teilweise gehen noch Hilfsmittel geholt, also Medikamente oder Drogen für mir lang zu können, für mir lange Reaktion zu haben. Also da schenkt sich das dann echt nicht so an wholesome Memes, mehr echt aus einer Kompetition niederzuschlagen. Wie quasi mir lange stäuben hört. Ja, oder wen du super lang performen kann und so. Ja, das ist kein Marathon, das ist kein Konkurs, aber es geht darum, dass es viel Spaß hat. Also wenn es Leute Spaß macht, sich daran zu mossen oder das als sein Ziel zu setzen, dann darf Leute das gerne machen. Ich will just darauf hinweisen, dass das nicht die einzige Manier ist, für Sex zu haben. Und dass es durchaus eine gute Idee ist, sich zu überlegen, für was wie will machen und wie lange dafür wirklich Zeit sich will holen. Und auch daran erinnern, dass auch wenn 2 oder mehr Penisse am Spiel sind, dass wenn die ejakuliert tun, dass der Sex nicht muss rüber sein, dummer da. Das ist manchmal etwas, für den sich kann zu Herz holen. Das feiert mich auch ein bisschen zu der zweiten Sache, die ich noch beschwätzen, nämlich okay,
was ist da lo, weil ihr effektiv will, wie lange eine Erektion haben? Weil schon so ein bisschen nur gesicht an Schlagwort, Dauer von Sex, auf Suchtplattformen agieren und so. Und dann kommen ganz oft aber auch so Tipps und Tricks, wie ihn kann mehr lang eine Erektion halten. Also im Jolo schon ein bisschen festgestellt, dass es vielleicht nicht extrem wichtig ist, sie können lang zu halten. Aber ich kann auch schon nur verzeihen, dass es, wenn den so über Sex, den zu kurz dauert, hast du auch schon für gesagt, frustrierend ist, entre Guillemets zu frei zu kommen. Joel, was denkst du? Also ist schon noch ein bisschen nur Gesicht, weil also es gibt verschiedene Ernährungstipps, schon das relativ interessant fand. Und zwar Innen, Knöbelig, Bananen und Chilien. Die alle Guten sollen helfen, das Blut an die richtige Richtung fließt und sich da sammelt, wo es soll sammeln. Ansonsten sind die meisten Tipps so ein bisschen, ja, probiert einen gesunden Lebensstil zu haben, an Sport zu machen. Also das alles immens körperbezogen, was ich so von tun. Aber heute steht zum Glück aber auch Pay attention to your partner. Also alles das, was mir schon ein bisschen geschwärzt und nämlich, dass das vielleicht nicht unbedingt just drauf könnt, wie lange die Penis da steif ist und wie lange dann nicht schon länger Körperöffnung ist. Mehr auf ganz viele andere Sachen. Das wird halt dann auch kurz erwähnt. Und den anderen Tipp ist effektiv zu masturbieren und ein bisschen aufzupassen, wie du seine Lust verlängern kann und wie kann kurz abhalten mit Masturbieren und darum weitermachen. Das kann auch helfen, für einfach die Körper besser zu kennen. Schon noch einen anderen Tipp von, und zwar soll ihn, wenn den Penis hat und muss er pissen, soll er probieren, den Urinfluss für ein paar Sekunden zu stoppen, an sich zu merken, was für Muskeln er dafür benutzt, und das dann auch, wenn er nicht pissen muss, quasi den Muskel probiert umzuspannen, für ein bisschen ein besseres Gefühl dafür zu kriegen. Ja, lol, ich finde aber auch fand, du gehst das beschrieben in einer Beckenboden trainieren, weil es gibt ja für Personen mit Vulva, die eher, die in sich kann an Vagina affären und quasi halen, für so den Schließmuskel an den Beckenbodenmuskel zu trainieren. Und ich denke, für Personen mit Penis ist das bestimmt auch nicht schlecht. Also auch en vue, dass in einem Alter die Muskel sowieso nicht mehr so gut benutzen kann, also es vielleicht gar nicht so unschlau. Und ich noch fand, dass ich regelmäßig bei den Doktor soll gehen, für einen Check-up zu machen, zu Durchblutungssachen und so. Und ich muss sagen, ich fand das nicht unbedingt der beste Tipp, wenn ich will lange eine Erektion halten, außer es halt den sie wirklich für diesen an mir sind extrem, extrem kurz. Aber an Bezug darüber, dass als Männer sozialisiert Personen oder Leute, die Penis haben, Männer oft bei den Doktor gehen. So, war das Schritt von, aber da war ein von der Gründe aus, für was Männer echt da sterben, weil sie Männer bei den Doktor gehen. Da fand ich das am Anfang okay so einen schlechten Tipp, muss ich sagen. Also ich denke noch, dass es wichtig ist, dass wenn ihr merkt, dass ihr ein Problem, dass den sich nicht schummt, mehr wirklich bei den Doktor, bei den Urologen und der Urologin geht, offen darüber schwätzt, dass ihr nie den Nächsten und sicher nicht den Einzigen, dem man so Probleme könnt. Ja, für sich ein bisschen zu beruhigen, kann ich noch eine Penis-Episode von mir und vom Eli lauschen, wo wir auch schon ein bisschen über die Sache geschwärzt haben. Was ich schon nachgib so, weil ich viel gesagt habe, sind immens viel so körperliche Tipps gewesen. Und das mental, da ist nicht so wirklich beschwert gehen. Keine Angst, ich will auch nicht den Tipp gehen mit Denk und den Boom, weil das fand ich ganz, also so, Denk und etwas ähnliches, das wusste dann nicht erreichbar ist. Das fand ich eine ziemlich blöde Idee einfach, weil das heißt, dass du für ihn zu genießen und nicht für irgendwie anzuhalen. Aber meine Erfahrung nur also freikommen oder Gefühl zu freikommen, wo die Mensch viel mit ein bisschen Überforderung auch zu denen an, wenn ich von all denen anderen einfach erschlagen geht und dann so, okay, puff, da explodiert alles und was drüber. Und ich denke, dass den do, wenn den Lösung sehr geht, wenn den probiert, mit seinem Partner, seiner Partnerin zu kommunizieren und einfach an einem State of Mind ist, wo ihr nicht die ganze Zeit drüber nur denkt, wie die kommen nicht lo und ich muss so nah anhalten.
der den dann viel mehr relaxer, viel mehr entspannt darunter Rugo kann, an den eben dann nicht so verkrampft das. Und ich hatte viel gesagt, am Anfang meiner sexueller Karriere hatte ich oft Probleme, dass ich zu frei komme. Ich hatte aber auch direkt bei meiner zweiten Karriere, witzigerweise, das Problem, dass ich gut nicht kommen konnte, weil ich mich so darauf konzentriert habe, nicht zu kommen, dass dann irgendwie ein Orgasmus konnte mir möglich wäre. Das wäre zwar auch dann interessant, direkt zu erfahren, dass das auch ernst kann sein, aber auch nicht unbedingt die beste Methode für dann lang zu können, wenn den dann kein Orgasmus mehr kriegt oder dann von Gwynemi so richtig genießen kann. Dafür gebe ich dafür plädieren, für einerseits ruhig runterzugehen, drüber zu schwätzen, und als die Person, die penetriert wird, wann schläft nicht die Gag da machen, weil ich meine, das kann da viel Leute so an eine Spiral bringen, wo sie sich nicht mehr sicher fühlen, wo sie irgendwie das nicht cool fanden, also weiter. Natürlich kann ihn über Sachen lernen, aber dann zu summen dann nicht über den, da das Mensch etwas, was dann einfach wichtig ist, weil ja einfach dann trotzdem irgendwie Selbstwertgefühl Motto drunter hängt und ohne das dann auch es nach mich schwer wird, für zu performen, wenn ich das so nennen will. Ja. An aufschließend ging ich dazu sagen, ich meine, dass es doch andersrum so ist, dass wenn ihn unbedingt will einen Orgasmus kriegen, aber kein kriegt, es viel mit Überforderung zu tun hat, und mit darüber denken, oh Gott, ich will nur kriegen, aber ich kann nicht, brauche ich nur zu lang und so. Also ich denke, dass da ähnliche Gefühle am Spiel sind. Aber dazu mehr an irgendeiner anderen Folge zu Orgasmen. Joel, bist du mit der Dauer von Haut zufrieden? Ja, ich bin zufrieden. Ich fand zwar, dass wir so wahrscheinlich relativ schnell auf Beschluss kommen, aber halt so ist das einfach so. Aber ich bin generell zufrieden. Ich fand mich ganz gut ausgetauscht und viele interessante Gedanken gedealt. Nice. Und du? Ja, doch. Ich fand nicht schön, dass man schon so lange mit mir geschwätzt hat, weil ich kennt noch mehr lange mit der schwätzen. Aber ich muss tatsächlich auch Kaffee gehen. Also, ohne Witz, für uns muss man da auch alle mit schwätzen. Außerdem probieren wir ja immer, dass als Episoden nicht über eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde dauern. Wertet Qualität mit einem Podcast von der Dauer mit dem Podcast zu den. Darüber könnt ihr nur denken. Vielleicht könnt ihr euch ja rausschreiben, was ihr so denkt. Auf jeden Fall für die Luna nicht genug hatten, können wir noch eine Rubrik. Yes. Adi. Ciao. Ein gut froh. Gut gefrot. Wat ass Natursekt? Natursekt ass eng sexuell Praxis, déi jo sech näich direkt mat Champes oder Cremo ze dien huet. Et huet doch net unbedingt Appes mat der Natur ze dien. Natursekt oder Wassersport oder Golden Shower, also gëllen Dusch, ass e sexuellen Akt, den mat Urinéieren oder Pissen verbonn ass. De Fachbegriff fir des Praxis an der Person oder Personen Fred Urin an Urinéiere verspieren ass Urophilia. D'Leit, déi heitrop stinn, si virun allem vum Geruch, Gefil a vum Geschmach vum Urin ugetönt. Och ob en ze urinéieren oder ugepist ze ginn, kann Deel vun dem sexuelle Fetisch sinn. De Pläséier kann vum Urin selber kommen, der Flüssigkeit, den Nas erwärmers oder dodurch, da den der Partnerin oder dem Partner vertraut, an der etwas Intimes ass. An engem Sadomaso oder BDSM-Kontext kann Urophilia engerderweis sinn, en zu dominieren, zu humiliieren oder zu bestrofen. Et kann eng Art sinn, submissiv zu sinn, an net ze machen, weil den Dominanten dat wëll. E Subtyp vun der Urophilie ass Urolagnia. Urolagnie ass den sexuelle Pläséier, den eng Persoun verspiert, wann se sech an Box mëcht. Och engem anderen not zu kucken, wéi en sech an Box mëcht, kann untënnen. Omoashi, a Japan verbreet, ass Praxis Urin anzuhalen, bis se net mi kann, oder engem not zu kucken, de probéiert, so lang wie méiglech net an Box ze machen, obwohl en unbedingt an drängend Pipi machen muss. Och am Urinburden, bepiste Klederischen oder an der Urophagie deelhuelen, Natursekt trinken, können en Deel vun dieser Praxis sinn. Urophagie ass net unbedingt sexuell, mir wann net Deel vun enger sexueller Praxis ass, geht et mechtens drëm, engem an den Mund zu pissen. Person entsteht dann, den Urin entweder zu trinken oder rauszuspeizen. Sind des Praxisen problematisch?
Das Praxisen gehen nimmen als problematisch angesehen, falls sie einen negativen Impact auf engem Beziehungen an op den sozialen an professionellen Funktionament von der Person haben. Das ist natürlich auch wichtig, dass sie darin einverstanden ist, das zu machen, an das Konsens besteht. Wie bei all sexueller Praxis also doch wichtig, vierdrohen während dems an Dono klar zu kommunizieren, was die Wille hat, was die möchte und wo einem seine Grenzen sind, aber wie er nicht erlebt hat. Es ist schwer zu sagen, wie verbreitet Urophilie ist, und es gibt noch keine guten Studien dazu. Weil die Akzeptanz an der Gesellschaft gering ist, schwätzen die meisten Leute auch nicht drüber und sie outen sich nicht. Es gibt aber ganz viele Pornofilme, an denen in Golden Showers gesagt. Der Ricky Martin soll in einem Interview gesagt haben, dass er Natursekt gern hat, ohne weiter in Details zu gehen. Auch der Frank Zappa hat ein Lied darüber geschrieben. An der Kunst haben bekannte Maler wie der Rembrandt und der Picasso so Motive benutzt, und noch an der Fotografie gehen Darstellungen von pissenden Leuten in einem sexuellen Kontext. Es braucht noch just bis auf Brüssel zu gehen, für den Mann gepisst zu sehen, also die Statue von einem kleinen Jungen, den am Gang ist, zu urinieren. Was sind die Risiken von dieser Praxis? Urin ist steril, solange wie gesund ist. Bakteriell, viral und fungal Infektionen können durch den Urin übertragen gehen. Das ist für allem ein Risiko, wenn der Pipi in Kontakt mit einer Wunde kommt. Das Risiko ist besonders groß bei Leuten, die Hepatitis A oder B haben, weil das durch den Urin übertragen kann gehen. Das nämlich gilt auch für Herpes. Am Hals kann es sich auch mit Chlamydia und Gonorrhea ausstechen, falls den Urin aufschlägt. All das Risiken sind klein, aber wenn ihn komplett aus dem Weg gehen will, ist es vielleicht eine gute Idee, ein Prabli oder ein Rehmantel mit Kapuz bei sich zu holen. Ich so Prost und ich hoffe, die sind nicht zu viel angepisst, aber genug. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreib uns auf sax@ara.lu. Er Frohe gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mal ernehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand mehr wie Sex auf Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewinntene Podcast-Plattformen. Mehr wie Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher und finanzieller Unterstützung vom CESAS, dem Nationale Referenzcenter für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Den CESAS geht alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.